So, mit der 160 weniger. Warum liegt es daran? Ja, eine Motorenfabrik, die haut rein. Alter Schwede. Damit hatte ich jetzt so nicht mehr gerechnet. Warte mal. Sie teilen meine Neugierde. Ah, genau, deswegen geht es ja hier nicht. Heil dem Erhabenen. Du mich auch. So. Gemeinsam sind wir so viel stärker. Ein Problem temporär gelöst, kommen wir zum nächsten. Ich hätte ihm noch gerne ein bisschen Fenster. Beton haben wir hier wirklich genug, also da brauche ich hier momentan wirklich gar nichts. Nicht im geringsten etwas. So. Nein, hier hin. Dann, bevor wir hier wieder abzischen, was ich nochmal gucken wollte, das hat sich jetzt geändert hier. Jetzt war die Frage, ob ich glaube, ich den sogar switchen will, weil er mir hier nicht mehr so viel bringt. Genau, weil hier auf dem Graphen, ein bisschen doof gerade. Der muss noch auf 4000 kommen, der auch, da ist er noch nicht so weit. Holzfurnier war schon ein bisschen schade, aber sei es drum. Ganz kurz checken wir mal. Den Sekt. Habe ich den jetzt nirgends mehr drin? Ne, ist überall weg, okay. Die Phonographen. Warum steht eigentlich 1:1 hier, wenn ich jetzt wieder. Warte mal. Das kann irgendwie ein schlechter Scherz oder so. Man weiß, es steht was von 1:1. Ich habe den auf episch, aber es war ja trotzdem nur knapp für die Telefone. Theoretisch. Ja, das würde ich viel bringen. Wobei doch, Taschenuhren haben das bessere Verhältnis als die Phonographen. Krass. Ja, komm. Mach hier mal 150, dann geht das besser auf. Dann kann ich die Taschenuhren was anderes nutzen. Die Taschenuhren, sondern die Phonographen. Obwohl ich eigentlich nicht mehr so viel habe davon, wa? Schade. Ein Kaffee vielleicht? Da muss ich ganz ehrlich zugeben, ich weiß jetzt nicht, ob sich das überhaupt noch lohnt mit dem Phonographen. Ich hätte nie gedacht, dass Taschenuhren da mehr hinkriegen als die Phonographen. Das Boni, ja, aber trotzdem. Man sieht ja hier 1:4, 1:3. Das ist schon ein gewisser Unterschied. Aber Phonographen beim Thema sind. Produziert die jetzt eigentlich noch oder hat die was da aufgehört? Ja, beendet. Nee, macht das noch. Kann man sich jetzt auch drüber streiten, weil jetzt bin ich ja schon auf der zweithöchsten Stufe, auf die höchste komme ich damit eh nicht. Lasse ich das mal noch, weil ich mir sage, hey, Messing will ich mir lieber dafür aufsparen. Insellager 60. Hä? Das heißt, er war hier schon? Ich glaube, er war schon da, wa? Jo, der war schon hier. Und hat gut abgeräumt. Also das mal fürs Erste, war. Jetzt muss natürlich wieder handeln. Ja, er ist natürlich momentan noch da, aber eigentlich wäre er schon wieder weg.
okay, aber ist natürlich noch zu wenig, weil das bringt natürlich noch nichts. 188 gemacht. Pff, Fahrstühle, die würden viel bringen, hey. Hier 814, das geht ja noch. Hier 390, 101 ist dann schon ein bisschen krasser. Ja, aber jetzt bin ich schon bei 20. Könnte hinkommen, Freunde. So. Dann wollte ich hier eigentlich mal vor langer Zeit. Lassen Sie hochleben. Die haben noch starke Probleme hier. Eben noch diese Kack-Ingenieure. Ah, dafür ist natürlich ein Grund, war. Weil die brauchen viel, das ist klar. Was? Hä? Ist das ein schlechter Wert? Scherz oder was? Das sind die Arbeitskräfte. Hä? Das ist das falsche Bild dann. Ach so. Entschuldigung, haben wir gar nicht gesehen. Ich dachte gerade, hey, ist das falsche Gebäude? Ja, hier ist das gleiche, okay. Gut. Ne, dann arbeiten wir trotzdem mit den Wolkenkratzern. Natürlich müssen die erst einmal einziehen. Wie eine Feder. So. Dann gucken wir mal, wie lange das noch gut geht. Wie lange das mit mir hier noch gut geht, bis da irgendwie, keine Ahnung, bis alles im Arsch schießt, besser gesagt. Alter, ups, das ist das Falsche. Wo ist er jetzt? Ah, schon wieder da. Steuere. So. Bevor die Folge beenden, will ich das noch ganz kurz testen. Ey. Seit 3 Folgen, ne? Wir machen eine neue Welt mit der Hacienda. Mhm. Oh, ich brauche Ware, muss zurück in die alte Welt. Oh, scheiße, funktioniert nichts mehr. Hola. Ja, wenn ich so weitermache, dauert das Let's Play mindestens noch 500 Folgen. Mindestens! Ich meine, es kommen noch 2 DLCs im 4. Season Pass und eine soll sogar noch Story beinhalten. Also, da können wir uns noch auf viel freuen, erwarten. Also, es würde mich natürlich freuen, wenn es auch freut, aber ich habe langsam das Gefühl, es freut sich langsam niemand mehr. Weil die Freude, je länger sie währt, desto weniger wird eine Freude daraus. Was? Keine Ahnung, langsam ist es verwirrt. So. Dünger. Also genau, aus Mist macht er Dünger. Okay. Und das mit dem Mist war doch jetzt irgendwie so ein Quatsch, dass nicht die Farm, nicht die Brauerei, aber irgendetwas anderes muss das also produzieren. Wenn wir uns mal gucken, eine Fischölfabrik produziert keinen Dünger, kein Mist, Entschuldigung. Dann, wir haben eigentlich nur von den Tortillas die Rinderfarm. Okay, warte mal. Das Ding haben wir jetzt ja gelernt, das geht eigentlich über das ganze Feld, dem ist es eigentlich scheißegal, deswegen wir das mal noch woanders hin platzieren. Dann mache ich den mal. Hier hin. Mach mal hier provisorisch eine Rinderfarm hin. Und die produziert Mist. Okay, dann sind Ziegenfarmen und Rinderfarmen produzieren Mist. Und ich glaube, die Rinderfarm ist in dem Fall das Einzige, was in der neuen Welt jetzt funktioniert. Im DLC war es mit der Ziegenfarm, im DLC sage ich schon, im Szenario war es mit der Ziegenfarm. Aber hier habe ich ja sonst gar nichts. Das ist gerade nicht, weil eigentlich machen nur solche Farmen überhaupt Sinn. Ich habe Arbeit zu erledigen. Natürlich interessant zu wissen, wie das im Verhältnis 1:1 so aussieht, wa?
Und ich muss mir echt überlegen, wie wir das aufbauen wollen, Freunde. Weil ich wollte ursprünglich so sagen, hey, hier die Hacienda kommt hier in die Mitte hin und dann rund um die Gebäude. Das würde bedeuten, dass die hier, wie ich es jetzt hier so schön gebaut habe, kann man nachher vergessen. Das wird hier nicht funktionieren. Das wäre vielleicht etwas in der nächsten Folge mal zu testen. Die Hacienda verschiebe ich irgendwie hier hin. Die Dinger kommen dann hier oben hin oder so. Spielt jetzt eine Rolle. Oder die Handelskammer, okay, ich muss das rauf verschieben. Aber ja, das kommt, gepackt kommt das an einen Ort hier oben hin. Die Hacienda mal irgendwie hier hin testweise. War der jetzt dem hinterher? Ja, wir haben einen Mist. So ein Mist. Nee, Quatsch. Dann haben wir hier den Mist. Jo. Mit dem hat das einen Mist dann. Nehmen wir jetzt mal an, einen Dünger. Ja, es funktioniert, Freunde. Okay, das ist dann das, was wiederum die hier unten gebrauchen können. Die Frage ist bloß, wozu dann? Ist aber da doch mehr Felder? Nee. Verarbeitungsprozess. Okay, einer wird so viel bringen. Das heißt, da geht es einfach... Kriege ich mehr raus aus den Feldern. Was ist dann der Unterschied zwischen Traktorscheune und dem Dünger? Du glaubst doch nicht, dass ich dich vergessen hätte. Größere Anbauflächen können bewirtschaftet werden, da brauchen Treibstoff. Das ist kein Problem, das kriegen wir hin. Na, guck mal an, jetzt holt er ihn. Das geht von Hand wesentlich besser. Das braucht ein bisschen. Aha, dann haben wir hier ein bisschen Dünger und dann... Oh. Produktionsmodifikator. Produktivität 100% generell. Schabflug plus 25%. Patentierter Stellen, also Sämaschine 40%. Düngerweise plus 100%. Ach du Scheiße. Ah, hier sieht man schön, wie gedüngert wird. Also Freunde, sieht soweit cool aus. Es wird funktionieren mit einer Rinderfarm als Beispiel. Dünger testweise im Einsatz. Dann ist echt die Frage, machen wir es so, dass ich halt die Felder hier draußen, schön in die Fresse, dankeschön. Die Felder, die wir hier draußen haben, belassen. Also die Felder selbst. Ich ersetze die einfach halt durch die Hacienda-Module, weil ich weniger Platz dafür brauche. Ich kann vielleicht sogar irgendwie 2 Spalten oder so machen, mal gucken. Dann, oder 2 Reihen besser gesagt. Dann jede dieser Hacienda-Module, Felder, würde ich mit so einem Silo oder beziehungsweise mit einem Dünger ausstatten. Vielleicht sogar mit dem Traktor, muss ich mal gucken, wie sich das auswirkt. Ich habe jetzt gerade gefragt, ob es nicht besser wäre, die Dinge auf einer anderen Insel zu machen, aber Cross-Sharing, doch, warte mal. Vermehrtes Cross-Sharing vielleicht. Weil wir haben ja wenig Inseln hier in der neuen Welt und wenig Platz. Wenn ich jetzt aber tatsächlich sage, hey, wir haben jetzt die super Module mit der Hacienda und so, sagen wir doch einfach, hey, ich habe eine Insel, wo ich alle Nutzpflanzen mache. Oder alle Farmen hier. Dort drauf brauche ich keine Produktionen, das heißt, es gibt dort auch keine Obreros, wozu auch, die brauche ich gar nicht dort.
Das wäre eine Option. Oder? Das wäre eine. Es wäre eine Freundin. Zum Beispiel zu sagen, auf der Insel hier, nur als Beispiel. Ja, schön gedüngert, sehr gut, und macht sich besser. Was? Auf der Insel hier braucht keine Obreros mehr, braucht keine Kaffeeproduktion, aber Kaffeeplantagen durch die Hacienda. Das können wir so eigentlich durchziehen. Dann hätten wir eine Insel, wo wir so Wolle für Alpaken zu machen, wo wir keine Hacienda brauchen, außer für die Einwohner. Für ein bisschen optimierteres Verbrauchen der Waren, wie wir sie ja jetzt auch schon im Einsatz haben. Die Insel hier würden wir zum Beispiel solche Güter, also solche Farmen machen. Warum? Das aus dem Grund, weil wir hier halt auch direkt das Öl haben. Haben wir zwar auf der anderen Insel auch, aber dort geht uns auch relativ viel Fläche verloren gefühlt. Warte mal, ganz anders sagen. Beispiel, La Isla. Menschen lassen sie Mache ich nur hochleben. Plantagen. Hacienda natürlich mit Plantagen und so weiter und so fort und demzufolge auch Ich weiß, dass nur wir noch mehr tun können. Jornalero. Hier auf der Insel mache ich nur Obreras. Mit einer Hacienda natürlich dafür und die ganzen Produktionen hier, wie Kunstschreinerei etc. etc. Wird theoretisch funktionieren. Auf der Insel ist es eher weniger machen, weil wir hier eben die Ölraffinerie haben. Vielleicht auch ein bisschen weniger Platz für die ganzen Dinge, weil sonst muss ich die Baumwollplantage, die ja nichts mit dem Farmen zu tun hat, muss ich ja verschieben. Irgendwo anders hin. Und einfach gesagt, und ich sehe gerade, die Folge ist mega lange, wir können es auch so sagen. Prosperity, nach dem aktuellen Plan habe ich für Baumwoll, Kautschukplantagen, Perlen, das Ding. La Isla wäre nur für Farmen. Zuckerrohr, Mais, Kaffee, Bananen und noch vieles weiter durch die Hacienda. Und Fondo de Fundo wären nur Produktionen. Oh, wieso was ist egal was anderes? Ich habe hier auch Ölquellen. Eigentlich sogar relativ viel Platz, den ich momentan auch noch ein bisschen ungenutzt habe. Also Kakaoplantage, Tabakplantage, Zucker, alles was ich hier gemacht habe aktuell. Ne, warte mal, Tabak geht gar nicht, was sehe ich gerade? Oh, scheiße. Können wir vielleicht sogar dann so weit gehen und sagen, wenn es das halt nicht gibt, dann mache ich es auch nicht. Da wird die Zigarren auch nicht mehr exportieren, die alte Welt, sondern von dort direkt importieren. Via dem Händler halt. Das wäre auch eine Option. Und hier habe ich ein Ölfeld, das heißt, ich kann damit halt auch die Dinge bewirtschaften, die wir brauchen, die Hacienda. Hier oben könnte ich zum Beispiel auch die Rinder farmen. Gut, das habe ich verdammt wenig Platz hier, aber theoretisch wird es gehen. Die Rinder farmen und so zu machen. Ich einen Dünger brauche. Die Insel hier ist echt irgendwie scheiße. Ich habe eh wenig Platz und statt Obreras hier. Ich fühle mich so glücklich. Tatsächlich halt auch nur eine Jornalero machen. Okay, müssen wir noch mal ein bisschen überlegen, Freunde. Aber generell, die Strategie, so wäre eigentlich klar. War eben Beispiel Prosperity für Plantagen wie Wolle, Kautschuk, die Alpakas und so weiter und so fort. Fondo de Fundo wäre dann nur noch für Fruchtbarkeit, also für Farmen. Die ich auch die eigene Ölquelle dort bedienen könnte und eigene Mist nicht dort produzieren, weil ich brauche es dann nur dort. Jornaleros tun mir leid. Die armen Kerle werden niemals wahren Fortschritt erleben. Ja, du mich auch. La Isla mache nur noch Einproduktionen und auch mit der Hacienda mit nur noch Obreros. Also hier nur noch Obreros, hier nur noch Jornaleros. Hier beides, weil ich halt für die Produktionen brauche, und auch für die Ölquelle und so. Und Ölquelle
die hier und die hier verbrauche ich nicht selber, sondern die exportiere ich ja in die alte Welt. Ich glaube, das wäre echt ein Plan, den man sich überlegen könnte. Ja. Und eben, wie genau wir das dann nächste Folge noch weiterführen werden, mal sagen, sehen wir dann. Halt eben nächste Folge. Düngen haben wir momentan gar nicht so viel, wa? Okay, interessant. Ich meine, der arbeitet ganz normal. Auch hier kann ich mit dem Silo mit Mais die noch bewirtschaften. Okay, da kann ich auch überlegen. Also natürlich jetzt nicht die Insel, ist ja klar. Ja, das Problem ist halt, wir brauchen hier wieder ein großes Schiff, was mit den ganzen Waren hier, die wir haben. Also, sprich, was war das jetzt? Auch Zuckerrohr mit dem Zucker, alles mögliche. Also Zucker machen wir nicht mehr hier, das machen wir dann hier drüben. An den ganzen Zuckerrohr, Kakao, alles mögliche von hier holen und rüber schippern. Hier ist kein Platz. Ja, schade, dass man Tabakplantagen damit machen kann. Mit der Hacienda. Warum eigentlich nicht? Ja, Baumwolle geht da. Ja, gut, ist halt eine Farm, war es halt nur. Ich wollte gerade sagen, nur essbare Dinge, aber Kautschuk geht hier ja auch. Ah, scheiße. Ja, gut, Kautschuk braucht momentan nicht, also in dem ja kein Problem. Auf alle Fälle wäre es eine interessante Idee, wirklich die ganze Insel hier mit den Farmen auszurüsten. Ich müsste wirklich überlegen, welche Insel lohnt sich dafür am besten. Weil die hier ist halt mit der Hacienda Farm, zum Beispiel hier, ist ein bisschen doof. Vom Platz und vom Radius her. Da würde sich die hier eigentlich besser lohnen. Die ganzen Farmen hier eben auch zum Teil ersetzen und so. Und irgendwie 2 Reihen machen, wenn es irgendwie aufgehen würde. Nur als Beispiel natürlich. Wäre es soweit ja schon cool. Dann müsste ich alle Endproduktion-Dinge nach hier unten. Nicht der, Entschuldigung. Nach hier unten verschieben. Ach, die Insel hier wäre eigentlich auch geil. Gut, der Fluss hier sieht zwar irgendwie gerade ein bisschen hässlich aus. Was hat denn der hier gemacht, hey? Georgie, was ist los hier? Alles voll dreckig hier. Ist da reingeschissen oder was? Oh Mann. Naja. Ja, ich habe hier oben zwar noch eine Insel, aber da brauche ich ja was anderes. Das ist nicht dafür gedacht. Man könnte zwar fragen, warum? Warum nicht dabei ja auch eine Hacienda hinbauen? Ja, das hat die Bewohneranzahl, wa? Ich habe einen Marktplatz gemacht mit den paar Einwohnern hier. Damit es aufgeht, ich habe hier auch eine Goldmine. Ja, darf nicht vergessen, wir brauchen auch eine Insel für die ganzen Baumschulen. Das darf ich nicht vergessen, Freunde. Ja, da müssen wir sicher in der nächsten Folge noch mal ein bisschen drüber gucken, wie das überhaupt Sinn macht. Aber generell Sinn machen wird es definitiv. Dass wir das irgendwie so hinkriegen. Und aufsplitten und sagen, hey, eine Insel nur Farmen, eine Insel nur Produktionen. Und quasi somit die neue Welt optimieren. Ja. So, weil wir sogar 2 Folgen rausfallen, weil es wirklich gerade elend lang geworden ist. Sagen an der Stelle, vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal zurück bei 1800. Mal gucken, ob mich der Typ hier überfährt. Und ja, mit dem Düngen, mit dem Mist und dann weiteres so vorangeht. Und vor allem mit der Hacienda. Die Hacienda de José Acevedo. Was wenn das der Ziel? Jedenfalls für Rio. Geiler Film. Bis dahin, bye bye.